Ja. Sehr gut. Und den Güsch-Flip würde ich auch gerne lernen. Ja, kann ich auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall mega, Fabienne, dass wir jetzt mal einen Skitag zusammen haben. Oh Mann, juhu! Bist du eigentlich nervös heute auf den Tag? Ehrlich gesagt habe ich einfach ein bisschen Angst, weil ein gemütlicher Skitag mit dir, das wäre immer zu schön. Ich befürchte, es kommt noch irgendetwas. Ja, das siehst du dann. Das siehst du dann oder auch nicht. Sag es jetzt mal so. Das siehst du dann oder auch nicht. Ja, das ist jetzt so mein Hinweis auf den heutigen Tag. Zuerst geht es aber mal wirklich gemütlich auf eine erste Abfahrt. Es ist eine Premiere. Noch nie sind die beiden zusammen auf der Ski gestanden. Beide machen eine gute Figur auf dem Schnee. Der Salar ist ausgebildeter Skilehrer und Fabienne steht im Winter auch gerne auf den Brettern. Doch mit einfach nur ein bisschen Skifahren ist es heute nicht gemacht. Auf Fabienne wartet oben auf dem Berg eine Überraschung. Danke. Siehst du, wir treffen hier noch andere Ski-Freunde. Ja, wie soll ich sagen, das hilft mir noch nicht so wahnsinnig. Ein Hinweis sind die orangigen Skilets. Es sind Menschen mit einer Sehbehinderung. Was heisst das konkret? Ihr seht gar nicht? Nein, also ich sehe hell und dunkel. Ja. Von dem her darfst du dich auch anders anstellen auf der Piste, kommst dann nicht. Jetzt komme ich raus. Oh nein! Crazy! Und ihr fahrt Ski, obwohl ihr nichts seht. Genau, Judith und Laila sind beide blind und fahren Ski. Und der Benjamin ist ausgebildeter Blindenguide. Ja, Fabienne, und das ist die heutige Challenge für dich. Ich bin nämlich auch ausgebildeter blinder Skilehrer. Das ist Samoritz haben wir das Angebot auch. Ich habe auch ein bisschen Equipment dabei. Darum ist mein Rucksack heute da. Und jetzt schauen wir mal, wie fest du mir vertrauen tust. Ich habe gedacht, du hast das 9 dabei. Nein, komm. Das Also ist für dich. muss ich ganz blind Skifahren? Ja, und also, ich mag dich ja schon, aber ob ich dir jetzt schon voll vertraue? Ja. Du, nur so kommen wir uns näher als Team. Als Kommunikationshilfe gibt es Funkgeräte. Ah ja? Ich höre dich Du natürlich. hörst mich, genau. Ah, okay. Sonst würde es nicht gehen. Ich tue dich wirklich guiden. Salar, ich kann mir nicht vorstellen, 2 Meter Nein, es ist brutal. blind zu fahren. Und jetzt zuerst schauen wir mal den Profis zu, wie die das machen. Dann kannst du noch einen Augenschein nehmen. Ja. Und dann schauen wir weiter. Unbedingt. So sieht das aus. Der Benjamin fährt hinter der Athletin und gibt ihr Kommandos. Blindes Vertrauen und gleichzeitig pure Freude. Es gibt mir ein Gefühl von Freiheit, von einfach ein Hobby, das ich auch mega gerne mache. Im Alltag, ja, ab und zu merkt man schon, die Einschränkungen sind da. Und auf der Ski gibt es einfach so, auch durch Geschwindigkeit oder durch das Zusammensein, einfach so das Freiheitsgefühl. Das geniesse ich sehr. Jetzt gilt es ernst für Fabienne. Ui, ja, sehe ich jetzt gar nicht mehr. Ja. So. Ja, jetzt weiss ich schon nicht mehr, wo ich meine Stöcke da habe. Da ist einer und der andere ist dort. Okay. Hörst du mich über das Mikrofon? Ja, ich höre dich gut. Gut. Jetzt machen wir den ersten Schwung nach links. Und jetzt gehst du nach rechts. Du musst nicht den Schiss haben. Ich habe... Das ist egal noch. Bin ich das? Ja, aber richtig. Jetzt machst du auch einen Schwung nach rechts. Und wieder nach links. Kannst ein bisschen dir mehr getrauen auch, ja. Und nach rechts. Links. Ah, stopp. Gut. Ohne Sicht wird auch eine sonst gute Skifahrerin zu einer blutigen Anfängerin. Parallel die Ski Ich nebeneinander. spüre nicht mal, wo der Hang ist. Auf die Kante. Ja, der Hang ist rechts von dir. Tu mal die Ski Da parallel. geht es drauf. So, Warte. Also, jetzt tun wir noch mal da. Ich habe nicht mal gespürt, wo geht es drauf. Da. Da geht's Okay. Und nach links. Super. Rechts. Links. Mit der Zeit läuft es für Fabienne immer besser. Oder einmal fast. Sehr gut. Ei. Halb so wild. Aber hey, es war schon viel besser im Fall.
Hebe dich da, stellen wir dich auf. Ja. Da Oh bist du Mann. rumhocken. Oh Mann. Machen wir nicht, der Skisnurr. Aber ich bin schon nervlich am Ende. Aber wie ist es? Gerade laufen lassen, einfach fahren. Scheiße, das ist ein fahren, Scheißgefühl. fahren. Sind wir nicht mega schnell? Nein, wir sind im Fall etwa von Lauftempo. Ehrlich. Nein. Wir fahren Laufschritt. Hey, nein. Heb die 3. Eine weitere Herausforderung: Nein. blind Sessellift fahren. Super. Hey, nein, wow, ich habe keine Ahnung, wo wir sind und was passiert. Hebst dich, wenn du jetzt hier auf dem Sessel hast, du ein komisches Gefühl, oder? Nein, ich bin so erschöpft. Das kannst du gar nicht. Ich bin froh, einfach mal schnell sitzen und durchschnaufen. Oben auf dem Berg wird Fabienne wieder erlöst. Wow, ich habe mich so unsicher gefühlt. Ja. Aber ich habe dir vertraut. Ziel Das erreicht. freut mich, ja. Ziel erreicht. Und weißt du was? Jetzt am Schluss Ja. kannst du noch sehend runterfahren. Ja. Das ist doch auch schön. Und mit dem Wissen, was für ein Geschenk das es ist, wenn man sieht. Fabienne hat ihre Challenge bestanden. Das nächste Mal kommt dann der Salar dran.